Der Physiker Trombley wies auf die Ähnlichkeiten zwischen Experimenten zum Aufprall auf die Atmosphäre mit Strahlung von mehreren Milliarden Watt mit den unvorhersehbaren Folgen des ersten Atomwaffentests hin. Robert Oppenheimer, der berühmte Physiker, gab viele Jahre nach dem Test von Atomwaffen zu, dass die Wissenschaftler keine Ahnung hatten, was auf die Auslösung des Geräts folgen würde, ob die Kettenreaktion mit leichten Elementen stoppen oder weitergehen würde. Und die Regierung war sich dessen bewusst. Darüber hinaus zeigt die Spektralanalyse insbesondere im Bereich der extrem niedrigen Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums deutlich, wie hoch die Nichtlinearität der Folgen nuklearer Explosionen ist. Unter Nichtlinearität versteht man das Auftreten von Phänomenen, die Energieerhaltungsgesetze verletzen. Also unerwartet und unvorhersehbar. Solche Phänomene kämen für Wissenschaftler überraschend, die ihre Ursache immer noch nicht erklären können. Im August 1958 führten die Amerikaner in 70 Kilometern Höhe nahe der unteren Grenze der Ionosphäre die erste Atomexplosion durch, die zu einem unerwarteten Ergebnis führte. Nach dem ursprünglichen Plan sollte der elektromagnetische Impuls der Explosion die gesamte Elektronik im Umkreis von mehreren 100 Kilometern verbrennen. Dieses Experiment wurde durchgeführt, um die Möglichkeit zu untersuchen, die sowjetische Luftverteidigung zu durchbrechen. Aber die kosmische Atomexplosion verursachte eine anhaltende ionosphärische Störung, die den Funkverkehr in einer Entfernung von vielen tausend Kilometern dauerhaft unterbrach. Auf der Südhalbkugel auf dem 3500 Kilometer entfernten Samoa-Archipel im Pazifischen Ozean, über dem die Explosion stattfand, blitzte am tropischen Himmel plötzlich ein helles Polarlicht auf. Es stellte sich heraus, dass die durch die Kernexplosion erzeugten geladenen Teilchen entlang der magnetischen Linie rasten, die mit Samoa und Johnston verbunden war, und die sogenannten Magneten des konjugierten Gebietes in der gegenüberliegenden Halbkugel ein Loch in die Ionosphäre der Erde gebrannt hat. Diesem Test folgten 2 weitere, Argus und Starfish. Während dem Argus wurden 3 Atomexplosionen im Weltraum durchgeführt, um ihre Auswirkungen auf die Natur zu untersuchen. Ihr Ergebnis war eine ganze Reihe von Klimakatastrophen auf der Erde, die mehrere Jahre andauerten. Während dem Starfish wurden 2 Atomexplosionen durchgeführt, eine 1-Kilotonne-Bombe in einer Höhe von 60 Kilometern und einer Megatonne in mehreren 100 Kilometern Höhe. Es gibt verlässliche Faktoren, dass die Atomwaffentests in Semipalatinsk oft Erdbeben im Iran verursachten. Seismologen widerlegen diese Thesen jedoch und stellen fest, dass selbst die größte Atomexplosion die kolossalen Kontinentalplatten nicht angreifen kann. Tektonische Fehler erzeugen jedoch ein Hochspannungsfeld. Wenn man dieses Feld ein wenig verstärkt und somit die Spannung erhöht, treten Phänomene wie Erdbeben auf, die einen Tsunami, Hurricane und so weiter verursachen. Es ist sehr interessant, warum die Amerikaner Informationen sehr stark verbergen, denn sie haben sie früher gezeigt. Das sind Informationen zur Herstellung von tief eindringenden nuklearen Miniatursprengköpfen. Wo können diese Sprengköpfe eindringen? Können sie vielleicht tektonische Einrisse durchdringen und aufgrund der Explosion zu Naturkatastrophen führen? Bereits in den 50er Jahren argumentierte der Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe, Andrei Sacharow, dass mit Hilfe von Atombomben, die in den Stresszonen der Erdkruste installiert werden, ein Erdbeben verursacht werden könnte. Es wurde angenommen, dass eine kleine gerichtete unterirdische Atomexplosion durch den Welleneffekt eine natürliche Katastrophe in 1000 Kilometern Entfernung von seiner Umsetzung verursachen könnte. Sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten haben seismische Waffen entwickelt. Ein Erdbeben kann auch ausgelöst werden, indem flüssiger industrieller Abfall chemisch oder nuklear in einen seismisch aktiven Erdriss gepumpt wird. Gleichzeitig wurden und werden intensive Studien zu Zonen seismischer Intensität durchgeführt. In den Zonen tektonischer Brüche der Erdkruste bilden sich Kraftenergiefelder, die ab einer bestimmten Intensität des Bifurkationspunktes Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hurricanes und Tsunamis auslösen. Es sieht so aus, als hätten die Amerikaner einen Weg gefunden, die tektonischen Spannungsfelder zu beeinflussen, zu verstärken und künstlich bis zur Bifurkation zu bringen. Wenige Tage vor dem Erdbeben in Armenien fand in Semipalatinsk ein weiterer Atomtest statt. Am 7. Dezember 1988 wurde die Stadt Spitak, 58 Dörfer, teilweise die Städte Leninakan, Kirovokan und mehr als 300 Siedlungen vollständig zerstört. 25.000 Menschen starben. Nach einigen Tests in Semipalatinsk und in Amerika auf ihrem Atomtestgelände in Nevada kam es in Mexiko zu sehr starken Erdbeben.
Und sehr freundschaftlich und übereinstimmend leugneten sowohl Russland als auch Amerika in diesem Fall, dass dies nicht sein könne. Laut Daten, die 1991 freigegeben wurden, ereigneten sich buchstäblich nach jedem Atomtest Erdbeben in einer Entfernung ab 2000 Kilometer von der Explosionsstelle. Die auf dem Testgelände Semipalatinsk installierten Aufzeichnungsgeräte waren oft schon vor der Schockwelle ausgefallen. Es stellte sich heraus, dass während einer nuklearen Explosion ein starker elektromagnetischer Impuls auftrat, der sofort elektronische Geräte deaktivierte. Akademiker Sacharow entwickelte einen nuklearfreien explosiven Magnetgenerator, den Prototyp einer elektromagnetischen Bombe. Gleichzeitig erhöhte sich die Energiefreisetzung im Vergleich zur Anfangsleistung um das Tausendfache. Ein Blitz, der die Menschen so sehr erschreckt, führt zu großer Zerstörung. Aus der Sicht eines elektromagnetischen Generators ist dies eine sehr kleine Sache. Blitze sind im Vergleich zu diesem Generator 10.000 Mal schwächer. Zum ersten Mal wurden 1998 von den Amerikanern in Jugoslawien elektromagnetische Bomben mit explosiven Magnetgeneratoren eingesetzt. Und 2003 versuchten sie mit ihrer Hilfe, das Fernsehzentrum in Bagdad zu deaktivieren. 1984 veröffentlichte die US Navy eine Arbeit namens Lokale Konflikte und moderne Technologien. Sie enthielt einen Artikel Nukleare und elektromagnetische Waffen in lokalen Konflikten. Es untersucht die Frage der Anwendbarkeit von Atomwaffen als Generator superstarker elektromagnetischer Impulse, von EMP, die die elektromagnetische Ausrüstung des Feindes beschädigen. Alternativ diskutierte der Autor des Artikels die Möglichkeit, eine weniger tödliche Methode zu verwenden, die auch eine genauere Kontrolle über die Situation bietet. Folgendes wurde darüber gesagt: Nukleare EMP-Ladungen sind nicht die einzige Möglichkeit, elektromagnetische Impulse von zerstörerischer Kraft zu erzeugen. Stromversorgungen, Energiespeicher und Mikrowellensender haben bereits das technologische Niveau erreicht, auf dem es möglich ist, elektromagnetische Impulse zu erzeugen, die stark genug sind, um Systeme mit hochfrequenten elektromagnetischen Komponenten zu zerstören, zu beschädigen oder zu deaktivieren, ohne auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zurückgreifen zu müssen. Das 21. Jahrhundert wird anders sein und deshalb demonstrieren die Amerikaner eine Friedensliebe. Sie erklären Waffen für obsolet, Atomwaffen für unnötig, weil wirksamere, getarnte Klimawaffen vorbereitet werden. Bereits in den 70er Jahren entdeckten sowjetische Wissenschaftler, dass sich seismische Provokationen auch anders gestalten lassen, und zwar mit Hilfe elektrischer Strahlung. Der elektrische Impuls dauert nur 3 Sekunden und kann im Umkreis von 500 Kilometern ein Erdbeben auslösen. Ein solcher Generator könnte auf mobilen Plattformen installiert werden. Sie haben in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass sie bereits begonnen haben, sich eingehender systematisch mit der Nutzung des Klimas für militärische Zwecke zu befassen. Außerdem erwägen die Amerikaner jetzt wirklich Klimawaffen und psychotronische Waffen als Ersatz für Atomwaffen vor den ehemaligen Massenvernichtungswaffen. Aber lassen Sie uns nicht den Mut verlieren und in Panik verfallen. Denn egal welch mächtige Waffen die mächtigsten dieser Welt besitzen, lässt sich der Gott nicht verspotten. Und alle ihre Waffen können zu Staub zerfallen. Am 13. März 1989 kam es dazu, dass die Stadt Montreal ohne Strom war. Ein starker elektromagnetischer Sturm führte zum kompletten Stillstand des Wasserkraftwerks Quebec. An Komfort gewöhnte Menschen erwiesen sich zum einen als völlig hilflos. Ohne Licht, Computer, Elektroherd und Kühlschrank, ohne alles, was sie gewohnt waren. Aber das war nur ein Teil der Probleme, die der elektromagnetische Sturm verursachte. Mehrere Satelliten haben die Umlaufbahn verlassen, darunter 4 Navigationssatelliten, berichtete die NASA. In Alaska deaktivierten sich alle elektronischen Systeme in militärischen Einrichtungen. Darüber hinaus war die Kommunikation mit den Nordstaaten unterbrochen und auf der gesamten Länge des transatlantischen Telekommunikationskabels kam es zu starken Überspannungen, Störungen, Richtungsänderungen der Funkrouten und zum Ausfall von Navigations- und Stromversorgungssystemen von Raumschiffen. Sie glaubten, dies sei der Beginn eines Angriffs aus der Sowjetunion. Der Präsident der Vereinigten Staaten ging sofort in den Luftschutzbunker unter dem Weißen Haus. Strategische Bomber wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Die sowjetische Militärflotte im Norden geriet unter einen magnetischen Sturm. Die Kommunikation mit den Stützpunkten autonomer U-Boote ging verloren. Das Luftverteidigungssystem war für mehrere Stunden geblendet. Und der Grund dafür war der starke Sonnenwind, der eine Störung in den oberen Atmosphärenschichten verursachte, die zu einem starken magnetischen Sturm führte.